die lacht mir uit als ik beker metnemen deed. Ik had zo'n stupsel beker met. En dan zegt ze, zoveel was te lezen in deze zaal. Nou, ik zei bloos, ik wil uit te willen gaan, wanneer ik daar wie en dat ik op eenmaal een ander boek wil, dan had ik dat uit te willen. Maar ik las dit boek. Dat is een boek, al niet ganz nieuw boek, al verder 2000 geschreven. Maar de boodschap heeft nog niets geändert. Dat boek nennt zich The Fear of the Lord. De Furcht voor de Herrn. Dat is van John Bevere. Ik weet niet of je John Bevere kennen. Ik heb meerdere boeken van hem, best niet ganz sterk gelezen, maar waren bijna ongelezen. Viele boodschappen hier. En hij heeft een bijzondere opgave van God gekregen. En zijn opgave is boeken te schrijven voor ons als Kerk Christi. Hij heeft bestimmte thema's, over wat hij schrijven deed. Feit, je had ook een rij boodschappen, over wat hij geschreven deed. En dit is een van de thema's wat hij al zeer lang geschreven heeft. De Furcht voor den Herrn. En mij beweegt dat boek zei, ik zie dat nog niet ganz sterk, maar ik wil al aanvangen over dit te predigen, zo dichtbij als het voor mij om hart. Wist je dat in de States, dat is niet van de 2000, dat is van nu, van deze tijd, wist je dat in de States alleen de laatste paar jaar 40, ik wil het niet harder zeggen, 40 miljoen mensen den Glauben verloren hebben. Stel je voor dat nummer, 40 miljoen mensen, wat voor 20 jaar terug Christen waren, die worden van jou ganz vrienden op zeggen, ik geloof niet dat het een God heeft. En wat ze zeggen, wat ze geloven is, dat is, ik geloof aan niks. Dat je plus goed, dat een slecht, dat je moet plus een fijne persoon zijn, en dan wordt dat schijnen goed in die leven zijn. Ja, ze worden dan vielleicht nogmaals, wanneer dat bij gewisse Weihnachtsdeel komt, dan worden ze ook van deze Geschichte lezen, van Jezus en zo. En ze worden vielleicht ook weg, ganz verleden, dat vielleicht nog irgendwas gibt. Aber ze leven gelukkig en ze worden met ihr leven en veelmaal met ihre Wirt zeggen, ik geloof aan niks. Ik geloof aan niks. En wo kan een mens, en wat een ervaring heeft, er wordt opgewassen als een christelijkheid heim, er wordt immer. En klar, diese nummers, wir kennen nicht ganz genau, welche Hand die sich wirklich bezieht oder nicht. Das geht von dir nicht am dort. Aber wo kann ein Land, wo so viel Christen hat, auf einmal so viele Menschen den Regen drehen und sagen, ich glaube nicht an Gott. Wo immer dort bei dir kommt. Wo kann das, wenn es wie weiter steht, erst lang ein Land gewesen, wo sogar im Gesetz und alle Wein die Bibel und alles dort verstehen wird. Wo kann dat zo eenmaal omdraaien. En een antwoord wat we daarop vinden kunnen is in 2 Thessalonica, wo dat zegt, in de laatste tijd waren einfach vele zich den Regen draaien. Die waren den Glauben den Regen draaien. En ik geloof dat kan zo weit komen, dat we den Glauben den Regen draaien, maar dat we als een Gesellschaft op eenmaal zeggen, we geloven niet aan Gott, wanneer we de Furcht voor onze Herrn verlieren. Eine Motivation, wat mij bij dit thema bracht, dat is de persoon die zit hier onder ons. Voor een paar maanden terug, wie we een wat vrienden en een krans, en we lachten en vertaalden van onze families, en ik weet niet meer, ik krijg wat het thema is. Maar we hadden een schijne gemeenschap met wat vrienden. En dan zegt, en während we zo in die gemeenschap zijn en lachen, en we vertalen van onze ouderen, al, ik weet niet meer, ik krijg wat het ging. En dan komen er ook vielleicht best negatieve Sachen, wat we thuis gezien hadden. Dus zum Beispiel, der eine sagt, meine Mama so und so, und der andere sagt, Pa so und so, und der hat so eine von je Angewohnheit, und wird sogar Sachen gesagt, was wir vielleicht vergeben mussten. Aber dann auf einmal hier so ein Flotteren, und ein von den Personen hört, und die Person sagt, du hast aber ein Ding, und don't Fehler, meine Eltern gemerkt haben, du hast ein Ding, das hat mir geleerd. Und das ist die Furcht vor unserem Herrn. Und dat wir von so einer fijne, bloß eine alldagse vertaal, hier ik op einmal ein Flotteren. Und ik hier du wir wirkliche Ehrfurcht, du wir wirklich het Beten, du wir wirklich het Schätzen, wer Gott ist. Und ich sage, dass diese Eltern, ob sie viele Fehler gemerkt haben von dieser Person, sie haben ein Ding sehr reich gemerkt, und dass wir die Furcht vom Herrn zu ihnen Rechten erkennen. Wir sind in ein Jahr, und ich sehe nicht jede Botschaft,
wie zij immer waren, alle wen wo wir han voor God läuft die. Jo, dat blijft staan. God läuft die en God läuft die zij. Hij wil die, hij heeft een verlangen naar die. Wie zei ook immer, das ganze Jahr 2025 als Anspruch, wie zei, vergt die nicht. En dat blijft ook staan. Aber einmal hat sich das so angenommen, dass wir so sehr haben versucht, eine Botschaft so zu drehen, Gott läuft die und vergt die nicht und all diese Sachen, dass wir auf einmal das eine Kapitel für jeden haben, dass wir sollen eine Furcht, eine Ehrfurcht für unseren Herrn haben. Und das kommt vielleicht so dazu, wenn wir das nicht ganz genau verstehen, wenn wir wie einmal sagen, hab nicht Angst oder fürcht die nicht, in den nächsten Moment wir sagen, fürcht den Herrn. Dat zijn, wenn wir soll ich einmal keine Angst haben, in den nächsten Sekunden soll ich eine Furcht haben, aber wo kann ich diese zwei Sachen tegelijk haben? Wo kann ich zu derselben Zeit mich verändern, ob das ich fürchte, und zu derselben Zeit Furcht für den Herrn haben? Und ich glaube, wir müssen einfach verstehen, was die Furcht für den Herrn ist. Und das wollen wir in dieser Reihe von Botschaften evaluieren. Nummer 1, will ich sagen, wenn wir mit dem anfangen, ist, die Furcht für den Herrn, das ist nicht Angst haben vor Gott. Noch einmal will ich das sagen. Die Furcht für unseren Herrn haben, ist nicht Angst vor ihm haben und versuchen von ihm weichzurennen und weit aufwählen sein von ihm. Viel mehr, die Furcht für den Herrn, wir wollen Leute noch mehr dazu kommen, die Furcht für den Herrn, der ist eine Furcht haben, oder eine Angst haben, nicht dich Beamt zu sein. Einmal gleich, wenn ich mich fürchte für den Herrn, dann will ich weit offen anbleiben. Aber diese Furcht für den Herrn, erst kriegt das jeder. Ich fürchte mich, wenn ich nicht dich besehen jen wird sie. Jesaja 33, Vers 6, konnte nicht abgeschlossen werden, aber ich kann das nicht so lesen, so du sagst, kann mir das meine Salze eine Übersetzung genommen. Top gefort, sage ich, Jesaja 33, Vers 6, so steht, wenn wir, sage ich, das ist das, dort Gott, die Furcht für den Herrn ist Gott sein Schutz. Das ist die Plotische Bibel. Hier, auf Spanisch. Viele Sprachen, wenn wir checken, el temor de Jehová es su tesoro. Nur den Vers zie ik nog uit. En de andere Übersetzung in Plotisch redet ook allerdings weg. De Furcht für den Herrn ist sein Schutz. Was bedeutet das? Ein Schutz, was ist das? Das ist dort, was wir gleichen, nicht so? Und die Furcht für den Herrn ist Gott sein Schutz. Hij hält das hoch. Das ist, wo er nur ist. Und wir wollen von dir ein klein bisschen checken, nur die Israeliten ihre Geschichte. Die Israeliten sind in Ägypten. Stellt euch vor, die hatten ein schreckliches Leben. Die mussten tausende Teile merken, die mussten für andere, nicht nur für sich selbst, die mussten Feizüchter, die mussten Schwurarbeiter, die hatten sehr schweres Sklavenleben unter den Ägyptern. Dat is geen Stadt, wo kein Mensch will sein. So wird er behandelt. Und Gott wies Moses, dass er soll into Rut rieten. Und dann hat Moses dort vielleicht auch ein bisschen auf seine eine Weg und merkt auch ein Ägypter dort. Und dann macht er durch Weg rennen. Aber dann hat Moses eine Erfahrung mit Gott. Er hat eine bitterjeweilige Erfahrung mit Gott. Das ist, wo er dort Barsch sitzt brennen. Hij kreeg eine Angst voor die jeen wordt. Als het barst te brennen deed, hij trekt zich de show uit. Hij kon nu niet handchecken, dus een Furcht voor dat. Maar als hij dan terugkomt, dan komt Moses voor immer verändert terug. Voor deze Gottesfurcht. En dan zegt God, ik wil mijn volk naar de wildnis leiden. Wie weet je dat God wil zijn volk, wo will der Herrn leiden? Nur dort? Nur das verheißene Land, nur das versprochene Land. Aber wo will er ein Irsch Herrn leiden? Er will ein Irsch nur der Wildnis leiden. Und Gott sagt das, wir wollen das nicht alle lesen. Gott sagt das ganz klar. Wenn wird Gott nicht kurz in das verheißene Land leiden? Kurz. Bloß, dort will ich mal wieder auf. Der heute bloß können hingehen. Was wird passieren, wenn Gott bloß direkt in das verheißene Land leiden? Dann würde sie nicht dort Erlebnis haben, was Gott mit Moses hat in der Wüste.
wo die Bach brennen deed. En Gott will haben, dat het volk soll eerst so wat erleben, dat sie zullen Gott seine Herrlichkeit und Macht und Kraft sein, dat sie worden, en er steht, dat verheitene Land kennenlernen, zullen sie eerst mal den Verheiter kennenlernen. Die werden dat verspreken wordt. Dat is wichtig dat ik den Gott van dat versprochene Land kennenlerne, als bloos dat versprochene Land. Ik brug deze Beziehung, ik brug deze Gemeinschaft met den Gott van dat versprochene Land. Jo, ik wil du aankomen. Aber Nummer 1 is wichtig dat ik deze Gemeinschaft met diesem Gott habe. In de stad worden zij neergelegd. En weet je wat? Als de Israëlieten in de wildernis zijn, en wie weet nog her, die tot aan 40 jaar en alles schijnen goed. Maar weet je wat? Die willen immer terug naar Egypte. Heb je mal even nagedacht? Wanneer ze terug naar Egypte worden gaan, geloof je de Egypter worden nu beter behandelen als ze eerst einmal hadden? Dat Ganze, wat die behandelt werden, wordt bloos veel ooier geworden zijn. Aber trotzdem sagen sie, wir wollen terug nach Ägypten gehen. Wir wollen terug von da kommen, wo wir sind. Aber Moses will keinmal terug nach Ägypten. Wenn was will er nicht terug? Wenn er ein Trafik hat mit dem Barsch, mit dem brennenden Barsch, er hat gesehen, wie herrlich Gott seine Gehen wird wir. Er will ab keinen Weg terug, wenn er weiß, hier in der Wildnis und du, der nächste Staub in der verheitenen Land, du, wo diese Gehen wird immer beernst sein. Und wenn sie terug wurden, nach Ägypten, du würde nicht sein. Da wins, als Moses sich immer sicher. Und Gott sagt in 2. Mose 19, das ganze Kapitel, erklärt Gott das Volk, dass die sollen, der Ursache, wenn sie sollen frei sein, ist dann am kennenlernen. In Ägypten können sie am nicht kennenlernen, aber nu, wenn sie in der Wildnis wären oder noch her in das verheitene Land, wird die Gelegenheit am kennenzulernen. Und in 2. Mose 19, Vers 6, sagt das folgendes. 2. Mose 19 sagt, je im Besonderen waren für mich ein Reich sein, wo ein jeder ein Priester ist und je waren ein heiliges Volk sein, das soll zu den Israeliten sein. Der Israeliten geplant wird, dass jeder einer soll ein Priester sein. Sie kommen nicht bei Tor wirklich, wenn sie Lothar nicht gehorsam wären. Aber so ist du und ich, von der jeder einer von uns ein Priester wird, dass wir ein Verlangen für die Zeit, für Gott. Jeder einer von ihnen soll ein Priester sein. Ein Priester ist so eine, was mit Gott kann Gemeinschaft haben. Und Gott will die Gemeinschaft wiesen. Und so nimmt sich dort Rahmen in 2. Mose 19, das 19. Kapitel sagte, ich will mit das israelitische Volk in Trafe haben. Und dann erklärt Gott zu denen, sagte, ich war in einen Berg raufgekommen, und du warst Deveren, Blitzen, Donneren, und du war ich zu Moses reden. Und dann sagt Gott, und du warst eine Gerannt sein, bet du kon das Volk gehen. Und wer an der Gerannt anschiet, als das ein Fei ist oder ein Mensch, den soll nachher durchgemerkt und gesteinigt werden. Jeder einer kann bloß bei der Gerannt kommen, nicht an der Gerannt anschieden und nicht immer. Und ich wollte mein Volk reden, zu Moses reden. Und Moses geht dann ab, und Gott fängt direkt an, zu Moses zu reden. Und dort blitzt und donnert und dort schreikelt. Und sie mussten sich reitmerken für die Trafik. Das ist nicht bloß, dass Gott dort sagt, und nun passiert das alles. Das wir ein ganzes Ding, 3 Tage, müssen sie ihre Kleider waschen, sie müssen sich reitmerken. Dort wir alles ein Teken für Verheilung. Das sind alles Bildersprüche, was Jesus nie für uns hat, dass Jesus uns heilig merkt. 3 Tage merken sie sich alle rein. Und dann kommt das große Tag, wo sie waren, diesen großen Gott trafen. Und dann passiert das. In 2. Mose 18, Vers 20. 2. Mose 20, 18 bis 20. Das ist das nächste Kapitel. Da wies Gott sich. Du sagst das so. Also dann so rummelt ein Blitz, die Person, die bloß in den Bauch rickert.
Dann zetterten die Menschen alle und hielten sich träg von euch. Und sie sagten zu Moses, red du mit uns. Wir wollen all horchen, aber lass Gott nicht so zu uns reden. Und das kommen wir hier noch an. Dann sagt Moses zu das Volk, habt nicht Angst. Gott kam am Jünd aufzuproben, so dass ihr an Widerhands fürchten mochten. Das letzte Vers, hier werden wir bleiben. Dat rekent en dat donnert en dat blitzt en die persoon die is luid en dat wat allemaal luid, die mensen houden dat niet uit. Wens Gott redet met Moses. En we kennen dat ganz in deze 2 kapitels nu lezen wat Gott alles zei, dat hij heeft durch die 10 geboten. En Gott wil krijg op deze weg zich wijzen en hij wil wieder te zijn falsch reden. En weet je wat dat falsch zegt? We willen dat niet. Wenn sie horen Angst voor dit. Sie haben Angst vor Gott in Reden. Und check mal, was Gott ihnen sagt. Dann sagt Moses zu das Volk, habt nicht Angst vor meiner Rede. Gott kam, um ihnen aufzuproben, dass sie am Widerhand fürchten mochten. Was er in ein paar Worten sagt, ist, hab nicht Angst, dass du so Angst hast. Wenn wir das alles würde brücken. Hab nicht Furcht, dass du so Furcht hast. Wenn sie sagt, hab nicht Angst für das, was ich zu ihnen rede. Ich will ihnen bloß wissen, dass sie alle für mich fürchten. Und du brauchst eigentlich dasselbe Wort. Hab nicht Angst, dass sie mich fürchten sollen. Wir brauchen nicht Angst haben vor Gott. So wie wir am Anfang sagen, wir brauchen nicht Angst haben, dich bei nur zu kommen, sondern vielmehr, wir sollen uns so fürchten, dass wir wollen seine Stimme hören. Dass wir eine Ehrfurcht in den Beinen haben für seine Stimme. Gottes Furcht, dass es nicht vor Angst zu haben. Dass es gehen soll, dass es Angst zu haben, nicht bei ihm zu sein, nicht in seine Gehen zu sein. Was ist Furcht für den Herrn? Wenn du die dort abschreiben wirst, dann kannst du die das folgende abschreiben. Ich werde das 2 oder 3 Mal lesen. Die Furcht für den Herrn ist zu bewundern. Ich werde noch einmal sagen, die Furcht vor dem Herrn ist zu bewundern. Dort ist zu ehren, dort ist zu zettern und zu flottern für dort ist anzubeten, hochachten, respektieren und schätzen, mehr als irgendwas oder irgendwer auf dieser Erde. Ich würde noch einmal sagen, die Furcht für den Herrn ist zu bewundern, zu ehren, zu zettern und zu flottern, anzubeten, hochachten, respektieren und zu schätzen, mehr als irgendwas oder irgendwer auf dieser Welt. Ich kann Ihnen diesen so zu Lothar in einer mehrhalben Gruppe anschauen und heilen. Und Gott sagen, wenn es die Menschen gesagt werden, die hier in ihrer Phone sind, nicht nur kommen. Ich kann da meine Stelle tun. So wird ja wie dort ein paar wird sein. Ich will am achten. Ich will am hochheben. Ich will am eben alles andere haben. Dort erst zu zettern in seine Jähen wird. Aber zu derselben Zeit am Leben, so sei er zettern, ich fahre am. Du wie ein Pastor, in der Zoll 30 Jahre zurück, er wie ein von den bekanntesten Pastores. Und er ist seine früh antrieb. Zu der Zeit wie ein von den bekanntesten. Und nicht bloß dort, er hat sehr viel Geld verschwingen lassen, also das Geld stehlen. Möglichkeiten, dort hat er Kondonen. Und dann passiert, als über die ganze Geschichte einmal war leider passiert. So das Pastor, eine alte Geschichte, ist eine wirkliche Geschichte, er ist seine früh antrieb und er hat ein Teil Geld verschwingen lassen, was durch seine Hände gestellt wird, was er für sich nehmen will. Er kam so weit, dass er 5 Jahre in Gefängnis kam. Und einen Tag hat John Bevere, der Schreiber von dem Buch, was ich lese, hat eine Möglichkeit, mit diesem Mann sich durchzusetzen im Gefängnis.
En die vertalen, en ze gaan een fijne spazieren, en wanneer worden ze maken, ja, en kunnen fijn vertalen. En op eenmaal vraagt John aan, mijn vriend, wanneer hast du opgehoord Jezus te leven? Wanneer in dit ganze hield ze aan op te leven? En dan zegt de pastoor, kijkt hem aan, ik ga hem keinmal opgehoord te leven. Nee, aber wacht mal, noch einmal. Du hast hier so einen golden Ministry gehabt, du hast so viele Menschen in Jesus gebracht, so viel sind geheilt durch dich, so viel das passiert. Wanneer op diesen Weg hielt sie ab, am te leven? Nee, ik hield niet ab. Ik leef am, de ganze tijd eeuwig. En ik doe nog immer, en ik ga een grote leven am. John sagt, wacht mal, du verstehst mich nicht. Du machst irgendwann an abgehielt, Jesus te leven, dat du das gedaan hast, dat du die früh antruien was best en geld gestohlen hast. Dan zeg ik, ja, ik wil je dat erklären. Ik heb Jezus de ganze tijd geleefd. Maar ik heb een zaak abgehielt. Ik hield ab, Gott te vechten. En wenn ik niet Gottes Furcht had, dan viert eine Sache naar de nächste. Dan op eenmaal weer het oké, wanneer du zin, een kleine zin in mijn leven weer. Dan op eenmaal weer het oké, wanneer een kleine zin in mijn broeder zijn leven weer. Dan op eenmaal, dan wordt alles oké. Ik leef Jezus, ik leef dat hij mij raad had, ik leef al deze zaken. Ik leef de arbeid wat ik in Gottes rijk had, maar ik had de vrucht, dat zetteren, de eervrucht, dat beje voor God, had ik verloren. Ik schaats hem niet heg als mijzelf. En dat is waar ik val, als ik die vrucht verloor. Miljoenen mensen op deze wereld zeggen, ik leef Jezus, ik leef Jezus. Maar zij alle deze miljoenen, ik vrucht God. En ik val doel voor hem. Wanneer we God vruchten, waar we am leven. Wanneer we God vruchten, waar we dort leven, wat hij leeft. En een hoed hebben, over wat hij in hoed heeft. Wanneer du God vruchtet is, dan leefst du, krijgt zo'n zaken wat God leven is. En du hast een oor, een hoed in je onzinnen, in deze zaken wat hij in je onzinnen heeft. Hey, maar moet je niet alles leven? No. Wanneer du zin is, dan kan du ihn eigenlijk niet leven. Niet die zin leven. Wie weet je? Dan komen ze legalistiek, waar we zeggen, zijn mensen wat plus een religie voorstellen, komen die aan en zeggen ons, ja, ik vraag God. Daar wens ik niets met jane zinder te doen. Ja, ik vraag God. Ik zie zo Gottes vraag, die zinder, laat het mal door zijn. Is dat Gottes vraag? No, Gottes vraag is dat ik deze zinder wil leven gaan. Ik wil daar wens naar hem een hoed geen zin hebben en in geen zin hebben. En ik wil nur heiligheid streven. Maar deze zinder wil ik aanpakken en hem leven. Met mijn ganze hart. Wens dat wat God leeft, dat leef ik ook. En wanneer God leef heeft voor deze zinder, dat hij kan omdraaien, dan heb ik dezelfde leef wat hij heeft. Psalm 89. Psalm 89, vers 8. Voor die wat in Spanisch lezen, kan je dat op je Bibel opslaan in dat Psalm, ik word op Spanisch helemaal zeggen. Para los que leen en español, saquen su Biblia en su celular y lean un versículo antes, porque siempre los salmos se confunden los versículos. Salmo 89, 7 para los que leen en español y en alemán en Plotich es el 8. Por eso lo menciono una vez, ¿ok? Psalm 89, vers 8. Zegt zo. God wordt in de hele erfverzameling gevergd en moet in eervraag gehouden worden van al die arm zijn. God moet in de hele erfverzameling, dat zijn wie zijn de hele erfverzameling, niet plus hier, maar hier zijn we ook. Gevergd en moet in eervraag gehouden worden van al die arm zijn. We haben über die ganze Geschichte gesehen, über die letzten 2000 Jahre. Wiederholt sich das immer weiter. Dort, wo Gott nicht gevergd wird, wo er nicht gewöhnlich hoch geacht wird, du kann er sich nicht beweisen.
Wir können am du nicht so erfahren, ob einer steht, wo er nicht geachtet wird. Wenn wir nicht Gottes Volk aus dieser Versammlung haben, wenn wir glücklich checken, dass wir tun, was Gott tut, dann kann er sich hier nicht so beweisen in uns. Wir müssen ein doelvolle Fähre am haben. Ich leg nicht Religion, ich leg nicht so eine Sache, wo ich immer matt und matt und matt. Aber das ist ein sehr feiner Ding, wo ich nicht verachte, was in alle Kolonien passiert ist. Dass sich in jeder Gottesdienst 2 oder 3 Mal knien für Gott. Und dann, als der 90 Jahre ist, oder 12 Jahre ist, die knien sich. Und die tun das vielleicht nicht für die rechte Einstellung, ich weiß das. Aber ich kann je sagen, wenn meine Eltern sich jeder so overs knien zum Beten. Jeder so overs. Als wir in abwassende Kinder wären, und dort wäre der nicht, wenn es musste, dort dann irgendwer den Fähig sein, oder der dort üten harte Jahren. Und so wie das ich weiter, und der dort bet von der schon Tag. Und ich selbst dort nicht so, aber ich habe einen Respekt, und ich freue mich, dass wie manch uns Menschen haben, die knien sich täglich vor dem Herrn, wenn sie eine Ehrfurcht und einen Respekt für ihn. Aber dann sagst du mir vielleicht, und vielleicht denke ich das all bei Edward. Gott seine Jen wird es ja alle erwähnen. Du sagst nicht, wir kennen Gott seine Jen wird nicht erfahren, wenn wir ihm nicht ehren und ihm nicht Respekt und nicht Furcht für ihn haben. Gott seine Jen wird es ja alle erwähnen. Sogar David sagt, und dann, als ich im Himmel komme, duip in den Hall, du bist alle erwähnen. Das sagt er in den Psalmen. Die Bibel ist ja alle erwähnen. Gott ist alle erwähnen. Wir können nicht sagen, oh, das Platz hier kann Gott nicht sein. Wenn Gott ist hier all. Ich kann nicht sagen, ob er hier wird sein oder nicht. Und er ist auch dort Platz hier, noch dort Platz hier, noch dort und du und alle erwähnen. Wo kannst du dann sagen, dass Gott seine Jen wird jetzt nicht hervorheben, wenn wir ihm nicht hoch achten und schätzen? Wo kannst du das dann sagen? Wir können einen Unterschied sein zwischen, dass er alle erwähnt ist, Omnipräsenz, und wie das auf Spanisch, aber wir haben eine Jen, wo er sich manifestiert hat, wo er sich bewiesen hat. Wir sehen das alle erwähnt in der Bibel. Im Neuen Testament besonders, wo Jesus sagt, wo 2 oder 3 sind, du wo ich einer Jünd sein, ich wo mich du bewiesen. Lothar aus der Bede, aus der Herr Jesus kommt in Apostelgeschichte 2, dann beten sie alle taub und dann bewegt sich du irgendwas und du hast eine große Erweiterung und du passieren 3000 Menschen taufen sich, Menschen drehen um, die fangen een andere Sprache an zu reden, dus een grote durcheinander. Wie kann es auch sein, dass du ein Eier und ein Nuher wird, dass du 2 verschiedene Sorten Jen wird von Gott wird? Ich habe, wie du mit einverstanden sind. Wie weiter auch, dass in ein Gottesdienst erfahren wir Gott nicht jedes Mal überein. Wie weiter, dass er immer hier ist. Und da, wenn es kommen wir eins mal durcheinander, wir sagen nochmal, Herr Jesus, willkommen hier. Wie weiter, dass er hier ist. Aber wenn ich sage, hey Jesus, du bist willkommen in mir, dann meint das derselbe Zeit, ich weiß, dass du hier bist. Aber das meint derselbe Zeit, ich sehe ob, dass du da nicht kost in mir, was du weißt. Ich sehe auch bereit, mit dir mich zu begegnen und deine Herrlichkeit zu erfahren. Ich bete mich unter dir. Und es steht, da ist es wichtig, dass wenn wir uns heute reinmerken, am zu begegnen, mit einem tiefer Erfahrungen haben, dann kann er das tun, wenn wir eine Ehrfurcht für ihn haben. Das John schrieb eine schöne Geschichte ab. Er sagt, dass in 1997 wir sind erst Mal dorthin nach Brasil fuhren. Und mich hier diese Geschichte besonders an, wenn es eine Früh von Brasil hat. Wir haben das erste Mal eingeladen aus einer Rede nach Brasil. Und er schrieb die Geschichte so, dass er kommt, mehrere van er aan. Een lange flight, die wir von den States nach Brasil einmal geflogen erst weit, dann bist du meid, dus eine andere Klockentijd. Und hij weer meid gewesen, und die bringen ihm naar zijn Hotel. Und hij was so froh, dat wir das erste Mal, da würden ein paar tausend Menschen sein, wo er reden würde. Und hij merkt sich reid für den zu oben, hij ist in Gebet, noch mehr Eva in zijn Hotelstube allein. Und dann jeden Abend, dann kommt der Taxi am Aufholen, oder der Lehrer kommt am Aufholen, und er schreibt eine Korn an und sie fahren, nur der steht, wo das dann wird sein.
En ze voeren door gaan, en als ze in de deur neerjet, als ze de deur opmerken, en voor die wat Brasileiros kennen, die weten dat Brasileiros, wo het aan muziek gaat, wo het aan aanbidding gaat, du jet dat levendig hier, du wordt zij schreien, du jet dat zij luid hier. De Brasileiros gleichen zij luid. En hij hield het alles en aan voort, dat hield zich zo schijn en hij jet neer, dat is alles zo wunderbaar. En in die tijd, hij zei eigenlijk, hij vreet zich dat het niet meer zo, maar in die tijd werd het zo, dat de prediker moesten allemaal verre zaten in de verzameling dan checken, während de band aanbidding aanleiden deed. Zo hij wordt dan op de bank opgeleid en hij moet dan checken zaten waar hij nu alle door zingen. En hij hield de band daar wel buiten, waar niet schijnende zingen kan. Wie een van de beste zingers wat in die tijd, wie in Brazil, en er waren duizenden mensen die zingen. En die zingen luid. Alles is zo schijn. En dan op eenmaal, dan wordt hij stil in zich en zegt, dit hier sehr van ik ben in deze zoel. De mensen stonden zich raam. Die zingen een beetje met. De andere, die vissen, weet je, ja, wat de nieuwe zinger, vertelt over dat. De andere, die gaan bloß een banjo, op een doel. De andere gaan zich bloß eten kopen, waar ik irgendwo eten verkauft. Die zijn bloß bezorgd dat ze waar genoeg te eten en te drinken hebben. Die zingen een beetje, geven een beetje hang-up, maar ja, dan hier nog bij ons een phone en dan is dit. Hij maakt, die zingen alle, dat is luid en schreeuwen, maar dat is wanneer du geen respect hast. Dat is wanneer die bloß in de laf, voor de laf zingen. Dankzij laf dat du hier bist, heilig ist der laf, heilig ist der laf. Aber wanneer du nicht ein Gott ist, hängt das Ganze. So sperrt sich an dort. En dan nam voort zijn oren aan zich. Hij had zich zo geoord. Dat is het eerste Mal dat hij in dat land is. Wo jij bloß zo schön zingen, so eine schöne Band haben. Die haben sich so reich gemerkt, die haben Monate diesen Event geplant. Und die singen, als wenn du bloß von der Luft gesungen wird. Und Weifel hier. Als wenn du nicht was geraten hängt dort ist. Und dann kommt dann der Lehrer von das Ganze. En dan schlägt hij de Bibel op en dan denkt hij, nu worden ze stil worden. Nu worden ze Gottes woord hartje. Hij schlägt de Bibel op. Nu worden ze mal stil worden en hartje wat God te zeggen heeft. En dan vangt hij aan te lezen. En hij hield waar dat je brummel en dat je reed, mangt de mensen, plus blijft. Dat was wanneer du verder niet meer staat. En dan oort hij zich nog tot talen. En hij weer de nächste wat opkomen zal, of wat reden zal. Dan klatscht ze alle. Nu komt John beweer en allemaal klatscht. En hij komt op. Dan staat hij verder dan. Dan zei hij, dan wacht hij ongeveer 3 minuten. Hij had niet een denkje zeggen. Stel je voor, ik weet niet hoe mal sind gedaan hadden, maar wanneer du verder 5 oder 10.000 mensen staat en du wacht een paar minuten, bloß ohne wat te zeggen. Glaubst du, dat je Fischl door jinkt nog wieder? No, dat jinkt niet wieder. Wie hadden een schoolleraar als ik in de jugend weer, die wist sehr goed wat het schaffen deed. Die zei ons niemals, wie zullen stil zijn. Had je zo'n leraar, zeg maar stil, zei de jugend allemaal zo. Wie hadden een schoolleraar, die wist gelijk wat het schaffen deed. Wanneer wie is luid worden, dan hier hij op te reden. Dan wacht hij verder. En wanneer du weet, de wacht wen die, dan wordt het langzaam stiller en dan irgendwer wil nog wat zeggen. En die wacht bij de laatste, zijn laatste A gezegd had. En dan vangt hij weer aan te reden. Zo nu weer het ganz stil geworden. En alle mensen die verheugden zich zo. En in dem moment zegt God, du warst deze, hij had ganz wat onder het veer gereikt. In dem moment zegt God, du warst van de Verg vom Herrn hier predigen. Hij zegt, voor de nächste 90 minuten had hij een boodschap wat hij niet uitgemerkt had, predigt hij de mensen alle ver van de Verg vom Herrn. En hij zei dat we dus zo stil geworden, du had kunnen horen wanneer een noodel op je gevallen weer. En hij vangt met deze 2 vrouwen aan. Hij had gevraagd, wanneer du een vriend hast, dat weer de eerste weer wat hij in Brazilië zei had, wanneer du een vriend hast, en du bent naar den verterreren gefahren, en du redest te den, en die redt in Brazil plus, en die hart die niet toe, woest du länger naar den vriend fahren? En het ganze publiek schreeuwt, nee. Dan vraag je de nächste vrouw, wanneer du die Nova bezeker is, en die merkte der op,
En dan wanneer die zegt, oh, dat was mijn noba, blus mijn noba. En jij draait om. Wist u die noba jemals verrast bezeken gaan? En dat ganze publikum schreeuwt, nee. En dan zegt John, krijg zo is dat. Want wie zei, wie waren een tijd van aanbidding hadden en wie waren zingen. Maar ik doe me zo, wanneer God, voor wem ik zingen, niet mal door is. Glaubst du, hij kan zich die bewijzen, wanneer du zo des, als wanneer hij door niet is. En dat alle man, alle 10.000 mensen hadden verstaan, krijg wat hij meende. Ze hadden door voor 40, 50 minuten gezongen en dan laat je waldje aan. Als wanneer du kein God, hing er dat ganze weer. En dan vraagt hij dan, wat wordt passeren wanneer Messi hier wordt aankomen? Of wanneer Cristiano Ronaldo wordt hier aankomen? Stelt je voor, Messi wordt van jou hier in onze Gottesdienst zetten. Of veel meer nog, wij moeten zeggen, Donald Trump wordt hier van jou zetten. Anders würde Janse heute alle op de regen nur abkommen. Dat zie ik me zeker. Wenn Donald Trump hier wordt van de eerste rij gaan en met zijn ganze militair wordt hier am zetten. Anders würde Janse heute in onze Körper abfahren. Wenn Donald Trump ist hier. Aber weet je wer hier von jou ist? Jesus Christus en Gott uns vor und der Herr Jesus hier. Tja, wie arm so achten, als wie worden Messi, oder Cristiano Ronaldo, oder Donald Trump. Oder tja, wie am Meier achten. Wie brücken de Varg voor den Herrn. Hij zegt, als hij 90 minuten evalueren. Dan had hij gevraagd, wer wil van jou boete doen en wer wil van jou ontvangen dem Herrn te vechten. En in dem Moment steht die ganze, die zullen abschauen, in dem Moment steht sozusagen die ganze Versammlung ab. En hij zegt, du fangst ein Hiele an und dann auf einmal kommt ein Lachen von den Heiligen Geist. Und auf einmal hören sie, wo du so für 90 Sekunden sich so hier als waren ein Jet ganz paar Meter boven dat gebied, voor dat grote tinglaal, wo sie unten zijn, als waren een grote jet overvliegen. En dat bleef voor 90 Sekunden. En hij kon dat niet geloven. En John zei, hij staat te verre. En hij zei, de jeen wordt Gottes, de heerlijkheid Gottes, de komt tussen walen. En hij had zich zo geangst, boven, hij had niet een woord kunnen zeggen. Dat we van alleen gekomen, eine Wahl naar de nächste. En op eenmaal komt dat grote ruzie. En dan, als dat is alles even is, als al deze walen even zijn, dan wordt hem nu eingeladen, ze willen nog onkas met hem eten. Hij zei, ik kan niet onkas eten, ik zie zo vol, ik weet niet wat ik doen zal, ik moet alleen zijn in mijn hotelstoof. Zo deze zanger vroeg, wat hij gezongen heeft met een man, die kruipen tot met hem in 40 jaar en die brengen hem naar een hotel. En deze vroeg voor zijn taxi zegt, hast je hier, wo de jet, wo dat puste über ons weer, wo de wind puste dat? Dan vraagt hij bloos, heb je dat ook gehoord? Jo, ren alle hand tot je hier. Dan zegt de man, weet je wat? Ik zat aan de console, du wo die schroeven draaien, wo dat luiden stil in mij wordt. En ik kijkt voor de 90 Sekunden, en dat weet niet eenmaal, dat de ernst in Jeruzalem in den ganzen Raum weer. En alle duizenden mensen hier dat Jeruzalem. En dat wijst niet eenmaal op onze computers op dat de ernst wat bijna weer. Zodat es bloos God wat dat je doen heeft. Zo is zijn jeen wordt in zijn heiligheid. Wanneer we ons naar deze heiligheid beten, dan kan deze heiligheid passeren. Wanneer we boete doen. Vorige week als de Jugendkampement op het aanvangen werd, aber die hadden nog meer aangevangen. In klok 7, wo we de eerste verzameling hadden. En dat sehr schwor, ik had dat al zoveel jaren gedaan. In klok 6 wie unkas, in klok 7 soll de verzameling aanvangen. En dat is sehr schwor. 250 mensen eten geven van klok 6 tot de klok 7 eruit zijn voor het nächste. Maar dat wunderbare team had dat zo te zeggen, bijna 5 minuten aangekregen. Dat we 5 over 7. En dan vraag ik Ewald, als je dat denkt, dat denk je, wo de lichten am doorgeschoven worden, dat we daar al doen in een maand. En doen we zo weinig ruimte, dat we zoveel jugend. Ik zei, Ewald, als je dat denkt, wie dan nog verder draait, zo start op een kampement, dat doet niet van de hupsen, dat niet een stichwoord zijn. En alles in onze boos knakt hij dat los en draagt dat naar verder en knakt dat in een andere stad aan. En wie zijn we alle lichten, deze lichten wat hier handagen en de lichten wat van hingen
de kleine Lichter worden alle tegelijk ontvangen te rekenen. En dan weer alles uit. En dat weer 5 over 7. Wie weer een ruim ontvangen. Ewald en zijn vrouw vangen voets aan te hielen. Zij verzachten dat nach terug te stellen, maar de jengt niet aan. En mijn hart brak voor hen. En ik dacht, wat? Ik zei, God, wo wordt das Campamento uitvallen? Dat is tijd. De Jugend is schreeuwt en braalt buiten, ze willen aan. En we zijn hier in Diesteren. Dat gouden weer Klaus komt voetsen am arm de Ewald. Weer op de voets allemaal taub. En we leden de heng op Ewald en Maria nappen, wie beren verdient. Hart worden gehuild. En dan zei wie waren ontvangen voor de lichter te reden. We strijkten onze heng naar de lichter uit. En wie zeiden ze zullen ontvangen te schaffen. En dat we niet in 30 seconden, als we dat ontvangen te doen, dan gingen 5 van de 8 lichter waren aan. Genoeg, wir gaan meer als genoeg voor het ganze campamento. Als we onze heng houden en beden daar voor de lichter, reden daar voor de lichter. Mij voelt dat zo even. Ik was zo benomen dat ik wist niet waar ik den campamento ontvangen wil. Du wir ganze Leute geplant, wo das soll anfangen, aber wie Leute die Jugend nennen, aber wie wir bloß, wie heute können uns Hand schmieden und sagen, Jesus, übernehm du. Und wir fangen an zu singen. Und die erste Singzeit, die erste Alabanza-Zeit, das wir so besonders. Da wir einen Moment, wo ich viel die Band, die singt nicht mal mehr. Der Piano spielt noch ganz langsam. Da wir ein paar Transen mit Jugend, die beten einer für den anderen. Aber sonst wird es ganz still, in den ganzen Raum. Und man fehlt, weil die Jugend in dem Moment versteht, dass du erst furcht für den Herrn. Du kommst einen Moment, wo ich nichts sage, nicht in Amen schreien, nicht in Halleluja schreien. Er kann einfach still sein und Gott fürchten und heidet das Ewige. 3. Mose 10, Vers 3 sagt so. Dann sagt Moses zu Aaron, dit is dort, wat de Heer gezegd heeft. Ik bewijs me als een heilige God en die zich mij noderen en voor al het volk wil ik verherrlicht worden. God wil verherrlicht worden. Vielleicht sagst du, Edward, du hast von dir das meiste uit het Oude Testament gepredigt. Ja, habe ich auch. Ich will noch wieder merken, diese Reihe von Botschaften. Aber wenn wir klein ein bisschen nu einmal im Neuen Testament nachdenken, wo lehrt uns Herrn Jesus uns beten? Er sagt uns vor dem Himmel, die Name soll heilig gehouden worden. Er fängt an mit dem Namen von unserem Vater heilig houden. Ehre den Namen von unserem Vater. Das ist das erste Prinzip, was wir in uns Gebet haben. Wenn ich am nicht heilig hole, wenn ich am nicht hüg hole, nicht Hecherschatze do, dann brauche ich erstens nicht anfangen zu beten. Wenn ich glaube, ich sehe Gott selbst. In der Prophezeiung in Jesaja 11, Vers 2 bis 3, wo wir den Text nicht lesen. Das ist die Prophezeiung, wo Jesus wird sein. Und dort sage ich über Jesus, dass seine Friede wird seine Gottesfurcht te haben. Jesus seine Friede hier op de wie Gottesfurcht te haben. Wanneer je kunnen komen, we willen voet zingen. Wanneer je opkomen kunnen hartje, dan harcht zij. Gottesfurcht haben ist so wichtig. Weet je wer de Anbetungslehrer im Himmel wir? Ah ja? Lucifer. Lucifer wird der Anbetungslehrer. Und das ist eine Botschaft für uns, die wir auch Anbetung anlehren. Das ist eine Botschaft, wo ich gesehen habe in dieser Bande in den letzten paar Jahren,
Herr, wie sehr dich beigegangen, einer mit den anderen. Wir hatten Teil Wunder erlebt. In Wirklichkeit kann es sein, wo jeder einer von diesen Personen gewachsen ist. Wir beten einer für den anderen. Wir lernen Gott nur kennen. Wir gehen alle hunderte Sachen durch. Und ich sage, wo diese Bande die Furcht für den Herrn nicht verloren haben, nicht verliert. Die Personen, die von Paraguay kommen, die am Campamento reden, alle sehen. Wir sind, wo die Bande gesolft ist von Gott. Und wo sie wirklich, sie brauchen nicht die Wert Gottes Furcht, aber wo sie sich ganz hingeben für Gott, anzubeten. Lucifer, der gefallene Engel, hij wie die wat het gezang aanleren deed im Himmel. Ah ja, bij hij vallen deed. Hij verloor die Gottes Furcht. Hij dacht, hij braucht nicht mehr einen Hecheren haben. Wo ist er von dir? Ananias und Sapphira, sie verloren die Gottes Furcht. Ananias und Sapphira, sie glaubten, sie können tun, was sie wollen. Und eng wie schrecklich. Von dir ist meine Frau die, wo ist, diene Gottes Furcht. Ich will ein paar Sachen sagen, die mein klein bisschen schwerfallen zu sein. Oder sehr schwerfallen. Und ich will nicht Menschenrechte, versteht mich nicht arg. Wir können anbeten, Kriegse sein, beim Setzen, beim Stunden, beim Legen, beim Knien. Ich will nicht von Farmen reden. Versteht mich bitte nicht arg. Aber nochmal habe ich als Banda eine ganze Weg gebetet, dass wir einen scheinen Sinn vermehren haben, wir wollen loben und preisen. Und uns Wort bereicht, wenn wir Personen sein, die hineinkommen und die Klacksen sich auf den Stuhl haben, und die warten von der ersten Sekunde, dass das endlich mal ewig sein kann. Und wie feilen das? Wir brauchen uns nicht verlieren, dass das nicht so ist. Ich will nicht irgendwie beschuldigen, aber wie feilen, wenn hier nochmal Menschen ankommen mit einer Atmosphäre, mit einer Umgebenheit von Missen und Don't. Als ein Pastor fällt man das nochmal, dass Menschen können nicht warten, dass das letzte Amen gesagt wird. Ich mag ein Haus. Und ich weiß, die hungert vielleicht, ich weiß, dass es heute, ich weiß, dass es das, ich weiß, dass es jagt. Und ich will auch nicht alles beschuldigen, so soll ich das sehen. Aber ich will, dass du die ganz ab Ernst in dein Leben freist. Hast du die Gottesfurcht verloren, wenn du so eine Einstellung hast. Aber es wird was anderes. Aber Frau, die ganz ab Ernst, als du Gottesfurcht verloren hast, dass du glaubst, du kannst tun, was du willst. Und dann, wenn du das weißt, und sollst du das janken, mach mich keiner fair sein. Heute ich fuhr nach Brasil. Und wir waren 6000 junge Menschen von allen Alters. Nahm sich eine Fire-Conference, das wir eine große Konferenz, da wir, ich weiß nicht, wie viele Redner und Sänger schon angekommen. Und wie wir in der ersten Anbetungszeit, das hat groß angefangen, wie wir abgereicht, wie wir mal Krieg, heute Nacht, wir sind die Jugend, wir rahmen dann mit unserer Flora, da wir ein kleines Baby, da wir im Werk hier, und da kommen wir nach Krieg sein, wenn wir wollen alle so weit als möglich versetzen. Da wir 6000 Menschen, dann muss ich alle ran, dass wir mehr versetzen können. Zeg, weet ik zei, ik neem Flora met een kinderwerkje en die zei waar du mij hingen aankomt. En wie daar met een kinderwerkje en alle mensen kijken, wat? Een paar ouderen met een kinderwerkje daar aan en verder. En wie weer vielleicht in de tiende rij irgendwo, wat heb je niet dollar gedaan, wie wil op de eerste rij zijn. Maar dan als du anfangen te zingen, dan kunnen we alle nog weer naar verder gaan en zeggen, hij die echt nehmen wir unsere Flora ran und du fährst die große Parlantes, die wird wirklich so hoch. Hech als ich wieder der Parlantes, wie du mit unserer Flora. Ich weiß nicht mal, hat mehr vergessen, dass wir ältere wir in dem Moment, wenn wir Gott anbeten, wie wir das junge Jugendliche. Und wir sind in der Anbetungszeit und ja, ich weiß, das sind auch Sänger, was du dann einmal YouTube gehört hast und all das. Aber dann auf einmal fällt die Salbung über dich stehen.
Und das ist Englische, was wir singen auf einmal, und dann kommen wir bei ein Port von den Leuten, wo sie sagen, wir kennen nicht kommt, und wir warten, dass uns kennt der Herr Jesus kommen wird. Dort wird drei kommen, sind zwei Wahrer kommen, wir warten. Maranatha, komm, Herr Jesus, sagen wir. Und auf einmal sagt diese früh, vorstellen wird, kijk, hij kommt hier in der Welt, seht sie. Und ohne was zu sagen, wären durch tausende Menschen, der Jinge, bach, dann wird ein Stich in der Welt. Und wir können uns rennen, alle die 4.000-5.000 Menschen, die wir können uns baff, wie wir aber verloren. Du brauchst kein Mensch, was sagen, so schneidend wie der Ehrfurcht vor Gott. Und auf einmal stand er mir ab und sie hatten eine große Flagge. Und dort wird nicht geplant. Und sie kämpft in Stichte Länge mit einer großen Flagge, was Jesus angeschrieben hat. Und sie weht ihre Flagge. Ich schmeiß mich nur ihr. Und sie sagt, Maranatha, komm Jesus. Komm, wahrer Jesus, ich will eine Ehrfurcht für die Hand. Den Moment von der Konferenz, der soll noch 3 Jahre sein, wie genug. Ich habe alles gekriegt, was ich brauche. Ich habe Jesus in die was ich kriege, in seine Herrlichkeit. Und dort wir, wenn wir alle uns einig werden, aus 4.000 Menschen uns in Ehrfurcht zu beten. Das nächste Mal, wann singt die Sache, steh ab, mein Freund. Wer will von dir abstehen? Wer will uns von dir knien? Ich kann nicht abstehen. Aber ich meinen nächsten Sonntag und auch am ein Jahr, wenn wir in einer Versammlung sind, weil wir auch von Tüß mit so einer Ehrfurcht kommen, den Moment, wo dort gesagt wird, steh ich ab, ich sehe ab, Vater, wenn es ich fragt an den Herrn, ja, ich weiß, wie hat hier Mamas, ja, ich weiß, wie hat hier vielleicht andere Lieder, und keiner wird entrechtet. Aber wir alle können uns Wort von dir einfach sagen, Maranatha, Jesus, komm, ich will Ehrfurcht haben vor unserem Herrn Jesus. Amen.